Willkommen, Ralf. Jo, hello. Hallo. Bevor wir gerade in den ersten Clip starten, als erste Frage. Wieso ist es dir ein Anliegen gewesen, wir sind ja in dieser Serie «Einfach beten» und dir ist es, so viel ich gehört habe, ein Anliegen gewesen, dass auch das thematisiert wird, unerhörte Gebet. Was macht man, warum ist dir das so ein Anliegen? Ja, das ist also ziemlich einfach. Ich bin seit 33 Jahren ungefähr Pastor und bete noch länger selbst in meinem Leben. Und in der ganzen Phase, wo ich jetzt tätig bin und eine Kirche schaffe, habe ich immer mit Menschen zu tun gehabt, immer. Die auch ein Stück damit gestruggelt haben oder irgendwann auch damit gehadert haben, weil sie so eine Liste hatten eben mit unerhörten Gebeten. Gesagt haben, look, einfach beten, für mich hätte das einfach nicht geklappt oder das funktioniert nicht und was mache ich falsch? Und manche daran auch wirklich ein Stück verzweifelt sind. Manche sogar die Kirche die Rücke gekehrt haben, gesagt haben, look, die Versprechungen, die da gemacht werden, die funktionieren bei mir nicht und auch enttäuscht worden sind. Und immer wieder die Frage aufgekommen ist, um was dreht es sich dann, um was geht es dann? Und wenn wir schon über einfach beten und glaubensvoll beten, wie letzte Woche Matthias Saladin, der uns wirklich herausgefordert hat, jawohl, dann muss man sich auch der Frage stellen, was passiert mit den Gebeten, die eben scheinbar nicht gehört werden oder auf jeden Fall nicht erhört werden. Und deswegen ist mir das ein Anliegen, wenn wir über Gebet reden, dass wir auch die Seite wenigstens ehrlicherweise betrachten, weil ein ganzer Teil Menschen ringt damit. Danke. Bitte. Dann starten wir gerade mit dem ersten Clip. Dürft das gerne ab. Beide Texte reden davon, dass unsere Gebete, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen unserem zwischenmenschlichen Beziehung und der Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Und ja, das kann ohne weiteres ein Grund dafür sein, dass manche Gebete nicht erhört werden, weil wir, die die Gebete beten, im Hier und Jetzt nicht bereit sind, so zu handeln, wie es derjenige, zu dem wir beten, von uns erwartet. Beide Texte reden davon. Genau, also zum noch Kontext geben für die Predigt nicht gehört haben. Du hast jetzt darüber geschwätzt, was Motiv oder was könnte Gründe sein für eben so unbeantwortete Gebete. Und dann hast du gesagt, es können falsche Motive sein im Herz. Es können eben genau das, was wir jetzt gesehen haben, dass eigentlich man zuerst noch etwas klären mit einem Mitmensch und dann erst die Erfüllung oder so kann bekommen. Und der dritte Punkt ist, hilf mir schnell. Nicht jetzt, das Timing. Ah, genau, der Timing. Das Also Timing 3 mögliche von, gibt noch mehr, aber die 3 habe ich mal genannt, ja. Genau, und dort habe ich mich dann gewundert, wieso du nicht auch noch den Grund Unglauben genommen hast. Weil, wenn ich die Evangelien lese, dann ist, glaube ich, das meiste, was Jesus adressiert. Er sagt immer, hey, ihr Kleingläubigen, oder wie lange muss ich denn noch da sein, bis ihr endlich ein bisschen mehr glaubt, wenn ihr alles bittet im Glauben und so weiter. Also Jesus thematisiert mega fest Unglauben. Wieso hast du diesen Grund nicht genannt? Das ist eine gute Frage, ja. Mach doch die nächste Frage. Dann kann ich schon mal überlegen. Ne? Nein, aber das ist wirklich eine gute Frage im Sinne von, ja, warum habe ich das nicht genommen? Ich fand die anderen 3 Punkte, wie immer falsche Motive oder eben Zerbrochenes, Ungeklärtes im Zwischenmenschlichen und eben Timing, finde ich Sachen, wo sehr offensichtlich die Bibel klar thematisiert an verschiedensten Orten. Und Jesus während seiner Zeit wirklich mit seinen Jüngern öfters vom Unglauben thematisiert hat. Nur ist mit dem Unglauben ja so eine Sache. Auf der einen Seite, ja, ich habe Unglauben, ja, habe ich erst Restzweifel oder Bedenken oder traue ich Jesus nicht zu und wie kann ich das denn wirklich austarieren? Was ist denn jetzt, wie viel Maß an Glauben muss ich denn haben, dass was passiert? Das wäre eine separate Predigt, weil das finde ich ein sehr komplexes Thema. Was heißt das denn? Unglaube haben, Restzweifel haben oder Glaube wie ein Senfkorn, so klein, so mini, so bedeutungslos fast, dass es doch reicht und trotzdem reicht es für manches Gebet für Heilung nicht. Und ich habe das in der Predigt auch thematisiert, mit etlichen Menschen gebetet haben, wo ich
ohne weiter sagen würde, das ist nicht das Thema von Unglauben gewesen bei unerhörtem Gebet. Die haben wirklich auf ihrem Sterbebett, also alle Glaube nicht nur hineingeworfen, sondern die waren mir sogar ein Vorbild in manchen Punkten, wo wir mitgebetet haben. Und trotzdem ist die Person unter meinen Händen gestorben. Und deswegen habe ich es, weil ich das Thema sehr groß finde mit dem Unglauben und was ich damit meine und was es vielleicht heißen könnte beim Gebet, habe ich das wirklich ausgeklammert, weil das wird eine separate Predigt, glaube ich. Und ich möchte auch nicht so schnell über Unglaube was sagen, hey, wo einer, der so mit, sage ich mal, mit Restzweifel oder so mit Selbstzweifel umherläuft schon und sich erstmal 93 Vorwürfe macht, ja siehst du, ich glaube ja doch zu wenig und so. Und das fände ich jetzt mühsam bei dem Thema, genau in die Richtung abzudriften. Und deswegen habe ich es nicht genommen. Okay. Spannend, danke. Ja. Was mir auch noch in Synchro ist, in diesem Punkt, das hast du gar nicht erwähnt, oder das ist jetzt die Frage, ob du das auch unterschreiben würdest, dass man je mehr man weiß, wer man in Jesus ist. Also je grösser je grösser die Identität oder je stärker die Identität und die Erkenntnis, wer Gott ist und wer ich in ihm bin und entsprechend auch vielleicht mein Lebenswandel dann angepasst wird, ich lebe den reiner, ich lebe den heiliger und so weiter, dass das auch einen Einfluss hat auf die Autorität im Gebet. Also, dass man wachsende Autorität bekommt mit der wachsenden Identität und Erkenntnis von wer Gott ist und wer ich in ihm bin. Kann das auch so ein Grund sein für manchmal unbeantwortet oder war das eben auch? Ja, ich würde sagen, doch, das hat einen Einfluss. Aber es führt, für meines Erachtens, wenn wir in Jesus so eine, wie du meinst, Autorität oder Identität, so eine Verwurzeltsein in Jesus haben, ich glaube, das führt wirklich dazu hin, zu so einer Aussage, wie ich im zweiten Teil von der Predigt gemacht habe, vom Hebräer, wo die ganze Liste der Glaubenshelden von den Menschen, die Autorität in Jesus hatten und dann trotzdem gestorben sind und sagen, sie alle sind uns Vorbilder. Ich glaube, Autorität, wenn ich dich richtig verstehe, führt meines Erachtens dazu hin, oder Identität in Jesus führt meines Erachtens dazu hin, dass es nicht so sehr darum geht, ob meine Gebete alle beantwortet sind, also was habe ich alles aus meinen Gebeten oder was bringt mir alles der Glaube, sondern wachse ich wirklich näher zu der Person, an die ich glaube. Unser Glaube ist ausgerichtet auf einen jemand und nicht auf ein Resultat von meinen Gebeten. Und insofern würde ich dir ja sagen. Das hat eine Auswirkung. Okay, ja. Hey, ich möchte euch noch schnell darauf hinweisen, dass ihr seht durch den QR-Code, der Josh hat am Nachmittag neu designt, weil er normale QR-Codes nicht so schön findet. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber jetzt ist es das. Genau, ihr dürft den gerne abfotografieren und scannen, damit ihr hier eure eigenen Fragen stellen könnt. Also, das Interview basiert eigentlich nicht nur auf den Fragen, die Ilana und ich vorher zusammen vorbereitet haben, sondern ihr dürft hier eure eigenen Fragen stellen für die das vielleicht nicht gewusst haben. Einfach QR-Code scannen und dann stellen wir die Frage vielleicht nachher gerade dem Ralf. Genau, wir werden auch gerade weitermachen mit dem nächsten Clip. Also das ist eben ein Ausschnitt von der Predigt heute am Morgen. Und das sind Zeiten, wo ich denke, Gott handelt nicht oder er ist unsichtbar, er hört nicht, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, aber irgendwie kein Anschluss unter dieser Nummer. Aber offensichtlich in Gottes Zeitdimension tickt wirklich ein bisschen anders. Und du kannst in verschiedenen Psalmen, in alttestamentlichen Texten nachlesen, neutestamentliche, wo du dieses Phänomen findest, König David. Mehrere Psalme darüber geschrieben, Psalm 13, Psalm 10, Psalm 44, wo er sagt, er tut sich schwer damit, Gott, warum tust du nichts, nun mach doch endlich mal. Und das explizit anspricht. Warum lauft dir nichts, Gott? Irgendwie ist das Timing total anders. Genau, als ich diesen Ausschnitt heute Morgen gehört habe, habe ich mir als erstes gedacht, du sagst ganz am Anfang, ja, vielleicht hört ja Gott gar nicht. Oder er hört, das ist auch am Anfang von diesem Interview eigentlich gesagt, eben, es kann ja sein, dass Gott auch gar nicht, dass er hört. Und bei diesem Wort muss ich irgendwie ein bisschen schmunzeln, weil ich nicht glaube, dass Gott wie im Himmel sitzt und sagt, oh nein, da höre ich jetzt nicht zu, also hallo. Sondern ich glaube, meinen wir auch, dass er uns gar nicht antwortet oder dass er es gar nicht erhört. Weil wir wie auch vielleicht die Antwort, wenn wir ganz ehrlich sind, auch gar nicht hören wollen.
Oder vielleicht auch gar nicht anhören, was dann die Antwort ist, sondern mehr so sind, gib mir bitte ein Signal, oder vielleicht kennt ihr das Meme, ich möchte gerne ein Zeichen von dir, Gott, eben, ob ich das machen soll oder nicht, und dann geht das Zeichen und dann bist du so, ich sehe kein Zeichen. Genau, und ich habe das Gefühl, einmal ist das auch ein bisschen unser Problem und gar nicht, dass Gott unsere Gebete oder quasi Sachen, die wir uns wünschen, gar nicht erhört. Oder kannst du das nicht so unterschreiben? Ich würde sagen, ich bin überzeugt davon, Gott hört oder nimmt wahr alle unsere Gespräche, jedes Gebet. Und sei es noch so bekloppt. Nein, ich bin überzeugt davon, Gott hört auch Gebete um so einen Porsche und schmunzelt vielleicht und denkt, ja, warum nicht BMW? So, vielleicht, ich glaube, Gott hat viel Humor an dem Punkt und auch eine lange Art mit uns. Also ja, ich glaube, Gott hört uns. Also nicht erhören heißt nicht, er hat nicht hingehört. Dass wir jetzt eine Antwort vielleicht nicht hören, das ist ein anderer Punkt. Du sagst, ja, vielleicht redet er und wir hören es nicht oder wir nehmen es nicht wahr oder wollen es nicht wahrhaben. Das sind verschiedene Themen. Bei dem Timing habe ich bewusst auf ein paar Psalmen hingewiesen, und wir können auch im Neuen Testament den Paulus nehmen, wo er sagt, ich habe mehrmals zum Gebet und mehrmals in nichts und nur Gott hat gesagt, lass dir meine Gnade genügen, wo es um seine Krankheit geht. Oder eben König David wirklich drum ringt oder Habakuk im Alten Testament drum ringt, hey, hallo, Gott's noch? Also, das läuft wirklich nichts. Das sind verschiedene Themen. Ich glaube sehr wohl, dass Gott manchmal zu uns redet und wir nicht hören wollen oder nicht wahrnehmen wollen. Dann habe ich versucht, mit dem Punkt, mit der ungeklärten Beziehung oder zerbrochenen Beziehung mit anzusprechen. Da beten Leute für, Herr, du doch meine Frau oder meinen Ehemann, mach ihn sanftmütiger und lass uns mehr zusammenkommen. Und gleichzeitig haben sie nicht den Mumm, es anzusprechen, zu sagen, hey, wir müssen wirklich mal miteinander reden. Oder wo Jesus explizit sagt, wenn du zum Gebet drehst und du hast was gegen den, dann geh vorher hin und klär's. Sonst glaubt doch nicht, dass irgendeiner das erhört. Also da sind wir wirklich selbst gefordert. Und da denke ich sehr wohl, dass wir manchmal Dinge nicht hören, nicht wahrnehmen wollen oder nicht machen wollen und das uns wirklich hindert, um Gott schon längst geredet hat. Also geredet hat zum Beispiel einfach durch Gottes Wort. Sag, wenn du was gegen einen anderen hast und du das nicht klärst, dann fang erst gar nicht an zu beten. Hör drauf. Geh hin und klär das erst. Also eine ziemlich simple Anleitung. Oder die vom 1. Petrus für Ehemänner, tu deine Ehefrau richtig behandeln, damit deine Gebete nicht verhindert werden. Ja, also, sorry, das ist ziemlich deutlich, was Gott geredet hat. Da muss man nicht lange drüber rumphilosophieren. Und das wäre vielleicht die Antwort darauf, wenn man nicht hinhört. Da ist wirklich was schon gesagt worden, was du tun kannst. Ja. Wird es beantwortet? Ja, also du sagst, wir stehen uns wie auch selber ganz oft im Weg bei dem eigentlich. Ich denke ja, bei manchen Sachen stehen wir uns selbst im Weg. Ja. Ja. Danke vielmals, das kann ich so nehmen. Die zweite Frage, wo du hast eben über das Timing geredet, da ist mir wie aufgekommen, ja, wenn Gott ja sein eigenes Timing hat, also wenn er den Plan für uns hat und sagt, ja, das ist jetzt wirklich noch nicht dran, auch wenn du schon dafür bittest, das ist noch nicht dran, was hat es denn, das ist jetzt vielleicht sehr forsch, was hat es denn für einen Sinn, wenn ich trotzdem in meinem eigenen Zeitrahmen bitte, wenn ja der Plan wie schon trotzdem ist? Wow, das ist ein großes Fass, wo du aufmachst, aber ich glaube grundsätzlich, es macht durchaus sehr, sehr viel Sinn, dass wir Menschen in unserem begrenzten Zeitdenken oder Zeitvermögen, Vorstellungsvermögen mit Gott aus unserer Perspektive über die Dinge sprechen, beten, bitten, klagen, hoffen, die wir in unserem Zeithorizont wahrnehmen. Weil das Ausdruck von mir, das ist Ausdruck meiner Persönlichkeit und von meiner Kommunikation, von meinem Gespräch mit Gott. Und Gott legt darauf Wert und sagt, ich möchte mit dir ja kommunizieren. Macht das Sinn? Das macht durchaus Sinn. Auch wenn ich Gottes Zeitdimension nicht dahinter verstehe. Aber ich rede von meinem Hier und Jetzt. Und alle Geschichten in der Bibel sind letztlich Geschichten im Hier und Jetzt. Dass Menschen im Hier und Jetzt mit ihm reden und Gott darauf antwortet oder nicht darauf antwortet, aber im Hier und Jetzt die Kommunikation suchen. Ich glaube, das macht sehr wohl Sinn. Die ganze Zeitfrage von Gott, ja sein Timing, hat er einen größeren Plan.
Ist das ein Plan, wo automatisch abläuft? Können wir den Plan beeinflussen? Bewirkt Gebet überhaupt was? Würde ich sagen, jawohl, Gebet bewirkt wirklich was. Und selbst andere Menschen und bewegt auch Gott. Und sehr wohl wird Geschichte manchmal sogar angeschrieben. Ich glaube nicht an einen vorformulierten Plan von Gott, da kommt eins am anderen und egal. Nein, ich glaube sehr wohl, dass wir in einem Austausch, im Dialog, in einem Abenteuer mit Gott sind, wo sich Dinge so sehr wohl nochmal wieder ändern können. Auch wenn ich nicht alles verstehe, wenn manches in der Zeitdimension für mich keinen Sinn macht. Wenn man sagen muss, ja, ich weiß es nicht. Ich habe es heute Morgen auch gesagt, manches, ich weiß wirklich nicht, warum manches Timing so anders ist wie meins, wo ich denke, so Gott, das wird doch jetzt wirklich vernünftig. Unter anderem mit Corona, ich fände das vernünftig, wenn das aufhören würde. So ein paar vollmächtige Gesundbeter kämen und sagen, Halleluja, jetzt ist es zu Ende. Also ich fände das vernünftig, so aus meiner Sicht. Ja, danke vielmals, das ist eine sehr ausführliche Erklärung. Das erinnert mich gerade auch nochmal an, der Gedanke ist mir schon vorher gekommen, mit der Autorität. Jesus hat uns ja auch gesetzt und berufen, um die Welt zu regieren. Und er hat die Ordnungen gesetzt, dass wir mit unseren Worten zum Beispiel Macht haben, zum Leben hineinsprechen oder Fluch. Und dann war ja das wie eben Gebet ist nicht nur einfach Kommunikation mit Gott, damit es mir besser geht und ich mit ihm geschwätzt habe oder damit ich Beziehung mit ihm gelebt habe, obwohl das ja voll auch der Punkt war von meiner Predigt mit Mats, dass es um Beziehung geht. Aber das wirklich in Autorität Sachen aussprechen und dann wissen, hey, wegen dem kann sich wirklich die Weltgeschichte verändern. Das gibt ja dann auch nochmal einen neuen Hunger, um wirklich so das Wort Gottes im Gebet auszusprechen, oder nicht? Ja, da gehe ich schon mit dir mit, aber die Predigt hatte den Titel, warum manche Gebete eben nicht erhört werden. Und da stellt sich ja genau die Frage. Genau an dem Punkt kommt ja die Frage, warum funktioniert das bei einigen, dass Menschen gesund werden, Bewahrung erleben oder im Hebräerbrief Kapitel 11, manche erleben sogar Totenauferstehung. Sie erlebten wirklich in der Kraft Gottes Wunder, Zeichen, Geschichte wurde verändert. Und dann geht die Geschichte ja eben weiter und andere wurden im Glauben zersägt, verbrannt, in Schafsfällen umher, wurden verachtet und so weiter. Und am Schluss heißt es, alle waren Glaubenshelden und alle waren unsere Vorbilder. Genau an der Frage tut sich ja eben wo auch scheiden. Sagen, es ist eben nicht ein Automatismus. Es ist nicht automatisch, dass wir in Autorität beten und automatisch wird es denn wirklich anders. Das ist ja genau das Phänomen, wo es auch so spannungsvoll macht. Und wo manche eben abhängen und sagen, ja, bei mir hätte es nie geklappt. Und andere sagen, ja doch, es hätte doch, ich sehe es, wir erleben das ja. Und das ist das Spannungsfeld, wo ich auch aufzeigen wollte. Und wo bei manchen schwer wiegt und wirklich dazu führt, dass sie auch enttäuscht sind. Enttäuscht manchmal sogar Kirche oder Jesus sogar den Rücken zuwenden. Und nicht Begriff haben, auf was richtet sich unser Glaube. Das ist genau der Punkt. Was? Ja, gehe mit der eins, aber eben, es gibt auch die andere Seite. Und die musst du zusammenbringen. Und wenn man die nicht mehr zusammenbringt, dann wird es ganz eigenartig. Also mehr, wie würdest du denn, also du hast heute Morgen gesagt, mit dieser Enttäuschung soll man zu Gott gehen und ehrlich sein. Und mit dem Spannungsfeld, also eigentlich die Lösung für das ist, wirklich zu Gott, zu dem jemand und nicht zu dem etwas, sondern wirklich zu Jesus und dann mit ihm dort erleben, wie er wieder Hoffnung reinbringen kann, auch wenn es unbeantwortet war. Oder auch wenn dass er Glauben freisetzen kann für ein nächstes Mal, obwohl es das letzte Mal nicht funktioniert hat. Das ist eigentlich dort bei Jesus zu finden, oder? In dem Fall. Ja, da gebe ich dir ganz recht. Ich glaube, das habe ich ja versucht deutlich zu machen. Die Dimension vom Klagen in der Bibel, Klagen und Fragen, ist eine ganz große Dimension. Und viele Männer und Frauen in der Bibel haben geklagt und sind damit zu Gott gegangen. Und haben nicht gejammert, sondern geklagt. Und unverschämt waren sie sauer auf Gott und haben das ihm gesagt.
Und Gott hält das aus, das ist nicht das Problem. Das Klagen muss eine Adresse haben, eben der jemand. Und bei dem Klagen kann wirklich das passieren, dass wir neue Glaube finden und auch neue Mut wieder finden und sagen, auch wenn es nicht erfüllt worden ist, unser Glaube ist nicht auf das Resultat von dem Gebet ausgerichtet, sondern mein Glaube ist auf eine Person ausgerichtet. Und das sagt der Hebräerbrief so deutlich. Auch wenn sie es nicht gesehen haben, wenn sie gestorben sind, zersägt sind, sie sind Vorbilder, weil sie sehen jetzt den, an den wir alle geglaubt haben. Weil nicht alles klärt sich im Hier und Jetzt. Und manches wird hier nie heil werden, sondern wird erst in der Ewigkeit heil werden. Und wenn wir nicht die Hoffnung haben, wirklich die lebendige Hoffnung haben, dass wir eines Tages bei Jesus wirklich jede Träne mal abgewischt wird, ja, dann wäre es traurig. Aber die lebendige Hoffnung tut mich auf eine Person ausrichten und nicht auf das Ergebnis von meinem Gebet. Auch wenn es anders rauskommt, halte ich an dem Jesus nicht nur fest, sondern sage ich, es kommt mal gut. Es wird gut kommen. Wenn nicht hier, dann im Jenseits. Wenn nicht diesseits des Jordans, dann jenseits. Und davon bin ich überzeugt. Und das gibt mir den Mut, jedes Mal wieder unerhört und mutvoll zu beten und sagen, ja, I try und ich bleibe dran. Und auch wenn ich ärgerlich bin und sauer auf Gott und finde, Gott, das hätte dort wirklich mehr passieren können und schneller passieren können, werde ich beim nächsten Mal wieder darum beten und sagen, doch, ich habe die Hoffnung, dass es auch hier schon passieren kann. Und wenn nicht hier, dann wird es dann mal passieren. Es wird passieren. So mit dieser Ewigkeitsperspektive. Ja. Du hast auch etwas Gutes gesagt im nächsten Clip. Genau, können wir gerade abspielen. Ja. Look, die 4 Dinge. Don't do it. Wenn du mit Menschen zusammen bist, die so eine Liste von unerhörten Gebeten hat. Das war im Alten Testament 22 Kapitel lang schon Dummheit. Und das ist heute auch noch. Don't do it. Also du hast gesagt, wir sollen nicht interpretieren, nicht generalisieren, bagatellisieren und moralisieren, genau. Don't do it. Und was sollen wir denn tun? Das habe ich danach dann gesagt. Das ist sehr gut. Ich habe gesagt, im Umgang mit Menschen, die so eine lange Liste oder kurze Liste, ganz egal, an diesen unerhörten Gebeten haben. Es geht ja um Hiob in der Geschichte da. Und die 4 Freunde, die mit dem Hiob zusammensitzen, die reden 22 Kapitel lang, reden sie auf ihn ein. Und sehr scheinbar intelligentes theologisches Zeugs. Und am Ende vom Tag sagt Gott, ihr habt sie nicht alle. Und sagt, das ist Quatsch, es stimmt einfach nicht. Und dann habe ich versucht, das so nochmal deutlich zu machen. Das Interpretieren von dem, warum, darum, moralisieren, ja, du sollst halt mehr ansprechen oder eben bagatellisieren, es kommt dann irgendwann, oder eben generalisieren, ja, haben alle Menschen schwierige Sachen. Das sind Dinge, die eben don't do it. Aber was wir tun können, ist, was die 4 Freunde am Anfang gemacht haben. Wir können einfach zusammensitzen und 7 Tage schweigen. Wir können das tun, was der Habakkuk gesagt hat. Ich klag das an. Wir können das tun, was 1/3 aller Psalter ausdrückt, vor Gott zu treten, miteinander oder auch alleine und sage, look, ich klag das vor Gott. Ich habe eine Adresse dafür. Ich tue das nicht einfach erstmal interpretieren. Ich klag mit, ich stimme ein. Ich stimme ein mit meinem Gegenüber. Das ist meine Erfahrung jetzt, oder von Irene und mir, in der Phase, wo Krankheit bei uns in der Familie ja ziemlich präsent war. Dass die Freunde und Freundinnen gehabt haben, die einfach auch den Mut hatten zu schweigen oder mitzuklagen. Und trotzdem die Hoffnung hatten, nicht losgelassen haben. Gesagt, wir beten weiter mit. Punkt. Aber nicht jedes Detail interpretiert haben oder moralisiert haben. Ist vielleicht eine Verständnisfrage, aber was ist denn für dich der Unterschied zwischen Jammern und Klagen? Also, wenn du das so differenzierst, ob man soll klagen und nicht jammern, was ist denn da das, was ausmacht? Ich hab so den Eindruck, ich sage das nicht, ich möchte nicht pauschalisiert allen an die Weste reden, die jammern, aber ich habe sehr stark den Eindruck, dass Jammern sich häufig dann passiert, wenn andere zuhören. Man jammert. Und die Adresse ist mehr der Mitmensch anstatt Gott. Aber das Klagen ist wirklich benennen und da bringe ich mir eine Klage an. Das hefte ich dann wie mit einer Klageschrift. Gott, hier, look, ich klage dir das. Ja? Ich bin sauer auf dich. Das Jammern, ich sage, so wie ich es wahrnehme, ist häufig ja, jetzt Gott das und mir Gott so übel und ja, dieses
Das Ohr vom Mitmensch ist für mich mehr da im Vordergrund wie bei der Klage. Da mache ich so ein bisschen einen Unterschied. Ob das für alle so stimmt, lassen wir dahingestellt. Also lieber zu Gott als zu den Mitmenschen. Ja, ich würde alle dazu ermutigen, in all den Phasen, wo es zu mühsam ist, den Weg zu wählen, wo der Habakkuk gewählt hat, wo der Psalmschreiber zum Teil gewählt haben und sagen, wir bringen unsere Not zu Gott im Gebet. Wir bringen das. Ja, als allererstes. Und manchmal und sehr häufig brauche ich andere dabei, die sogar mir helfen, das zu Gott zu bringen, weil ich es selbst vielleicht gar nicht kann. Wir haben dazu auch gerade noch eine Frage aus dem Slide, aber eigentlich passt. Da fragt eine Person, dürfen wir denn Gott so entgegentreten? Ist das nicht unverschämt? Also wenn man die Klage wirklich nur bringt oder wenn man eben nur vielleicht auch ein Zeitchen das Klagen zu bieten hat für Gott. Ich weiß, wer auch immer die Frage stellt hat, ich empfehle dir, lies das Buch Habakkuk. Lies Psalm 10, 13 und so weiter, lies die Psalme. Was da zum Teil geklagt wird und Gott vorgeworfen wird, das grenzt an Blasphemie. Da nimmt keiner das Wort, da nimmt keiner irgendein Blatt vor den Mund. Mich ermutigt das extrem, wirklich ganz extrem, Gott das sagen zu dürfen und wissen, Gott kommt damit zurecht. Ich finde es nicht unverschämt, nein, glaube ich nicht. Ich glaube, Gott hat nicht die Mühe damit. Ich glaube, Gott ist traurig und leidet darunter, wenn wir noch versuchen, irgendwie so, ja, ist ja nicht so gemeint und so. Nein, in unserem Herz, Gott sieht doch unser Herz an. Er weiß doch, was innen drin ist. Er weiß, wie unser seelischer Zustand ist, unser notvoller Zustand vielleicht ist und unsere Wut. Oder manchmal sauer sein auf Gott. Ich kenne Leute, die sagen, die können das so ausdrücken, sagen, ich bin echt sauer auf Gott. Ich finde das mutig, so auszudrücken, aber sie bleiben nicht bei dem Sauer stehen. Sagen, Gott, ich bin sauer auf dich. Jetzt sage ich dir das mal. So. Und jetzt reden wir mal darüber. Ich hoffe, ich kriege eine Antwort. Und die Menschen sind mir, glaube ich, wesentlich lieber. Und das ist nicht unverschämt, sondern ich glaube zutiefst ehrlich. Das ist gerade auch im nächsten Clip, den wir geplant haben zum Schauen. Ich weiß nicht, ob es jetzt Wiederholung ist, aber wir können es ja trotzdem zusammen schauen. 1/3 aller Psalter sind Klagepsalmen, wo die Dichter, Musiker oder Texter Lieder geschrieben haben, wo sie explizit genau dieselbe Wortform wenden und klagen bei Gott. Und was da zum Teil rumgeschimpft wird, was da rumgezackt wird mit Gott, das glänzt, also manchmal denke ich, das grenzt gerade so an Blasphemie. Aber es ist auf der anderen Seite ein Ausdruck von tiefster Gottverbundenheit, dass sie Gott das klagen. Nämlich selbst dort, wo Menschen Gott nicht mehr verstehen und nicht mehr wissen, noch ein, noch aus, wenden sie sich an Gott und sagen es ihm. Das ist spannend, du hast gesagt, das ist ein Ausdruck von tiefer Verbundenheit mit Gott. Und jetzt, wenn man so das hört, ich kann klagen und ich kann ihm alles sagen, ich bin hässig und so, dann eigentlich könnte man ja meinen, es steht dann mega viel zwischen mir und Gott. Dann ist eigentlich die Verbundenheit ja vielleicht wie ein bisschen gestört, weil ich hässig bin auf ihn oder so. Wie kann man denn trotzdem, oder was ist der Unterschied eben zwischen ich bin einfach enttäuscht und hässig auf Gott oder ich bin enttäuscht und hässig auf Gott, aber ich bin mega verbunden mit ihm? Weißt du, was ich meine? Nicht ganz, weil ich gehe nicht mit dir einig bei der Frage, dann steht was zwischen Gott und mir. Nein, es steht nichts was zwischen Gott und mir, wenn ich hässig bin. Das muss nicht zwischen uns was stehen. Das ist ein Ausdruck von der tiefsten Verbundenheit. Ich bin auch manchmal hässig mit meiner Frau und sie mit mir vor allen Dingen mehr. Findet nicht gut, was ich mache und so, das steht nicht einfach zwischen uns, sondern sie dokumentiert mich. Ich bin ja nicht einverstanden. Wir ringen um unsere Beziehung. Das ist ein Ringen. Das ist nicht einfach, es steht was dazwischen. So hier, dass irgendwas Sünde oder ganz Schlimmes zwischen uns beiden. Nein, wir ringen darum, dass wir zusammenbleiben. Wir ringen darum, dass wir in Dialog treten und sagen, ich will jetzt endlich wissen, was du darüber denkst. Mich interessiert das. Ich bin im Prinzip interessiert am anderen, weil ich ärgerlich bin über ihn und möchte wissen, warum. Warum machst du das so? Warum benimmst du dich so? Warum siehst du so aus? Und so weiter und so fort. Warum kleidest du dich so? Aber mich interessiert das ja. Wenn ich kein Interesse hätte am anderen, dann würde ich sagen, ja, c'est la vie. Mach doch, was du willst.
Benimm dich doch, wie du willst, zieh dich doch an, wie du willst, Gott, mir egal. Und das finde ich, ich habe einige in den letzten 30, 35 Jahren Leute erlebt, die genau an den Punkt gekommen sind, wo irgendwann gesagt haben, weißt du was, Gott, komm, vergiss es. Aber wo nie irgendwo dazu durchgedrungen sind, mit Gott zu ringen. Sagen, hey Gott, ich sage, ich bin wirklich sauer, ich bin nicht einverstanden mit dir. Und um die Beziehung ringen. Da steht nichts dazwischen, das ist ein Kämpfen um eine wertvolle Verbundenheit. So interpretiere ich das. Also, glaubst du, also für mich birgt sich so wie auch die Gefahr, dass man wie Gott vielleicht auch den Rücken zukehrt, weil man eben so hässig ist. Oder weil man eben so nicht einverstanden ist mit dem, was gerade passiert. Oder weil man eben das andere Timing eigentlich am liebsten hat. Und denkst du nicht, also ich beobachte das irgendwie viel, dass eben die Leute dann mehr sich abwenden, als dass die tiefe Verbundenheit entsteht. Kannst du irgendwie, ich weiss nicht, das wie ein bisschen begründen oder vielleicht wie ausmachen, an was das könnte liegen, dass sich die Leute vielleicht mehr abkehren, als dass sie im Ringen trotzdem noch mit Gott verbunden sind? Ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die eben so hässig werden und sich dann bald mal abkehren, also es bald mal egal wird, enttäuscht, sage ich mal, auch vom Glauben von Jesus, von dem, was sie sich versprochen haben, vom Glauben abwenden, vielleicht eine falsche Vorstellung hat oder nicht wirklich dazu hingekommen sind. Es geht um die Person, es geht nicht nur darum, was der Glaube mir bringt. Und in unserer, sage ich mal, sehr individualisierten Gesellschaft, wo es sehr schnell darum geht, was bringt mir das? Was bringt mir die Kirche? Was bringt mir eine Small Group? Ja, look, manchmal bringt es überhaupt nichts. Seien wir ehrlich, bringt es überhaupt nichts. Und trotzdem ist es wertvoll darin zu investieren. Und wenn du nichts daraus bringst, mitnehmen kannst, unser Glaube ist nicht auf ein Resultat im Hier und Jetzt automatisch fixiert. Unser Glaube ist auf eine Person ausgerichtet, die alles für uns getan hat. Und wenn das in unserem Hier und Jetzt schon, sage ich mal, besonderen Segen hervorruft, dann Halleluja. Und wenn nicht, dann Halleluja. Aber die zweite Seite, die ist in unserem Breitengraden weniger vorhanden. Interessanterweise in vielen Drittweltländern, wo ich gewesen bin, in Malawi, in Afrika oder in den Philippinen, du kennst ja Philippinen sehr gut auch, mit Menschen, die bitterarm sind, wirklich in schlimmsten Umständen leben, können eine Gottverbundenheit haben und einen Klagen und trotzdem mit Gott unterwegs sein und sie halten daran fest. Auch wenn die ganze Hütte abbrennt und sie nichts haben, halten sie auf einmal an Gott fest. Und ich habe wenig von armen Menschen erlebt, die so bettelarm lebten, die sich dann abgewandt haben, sondern in ihrer Not häufig noch mehr zu Gott geklagt und geschrien haben, mit anderen und nicht gesagt haben, ja Gott, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ich habe fast den Eindruck, das ist eher ein Phänomen, wo in unserem sehr reichen oder wohlhabenden Westen oder Gegenden weiter verbreitet ist, dass wir auf einmal sagen, ja, das bringt ja gar nichts. Kommt ja gar nichts raus bei mir, weil alles muss uns ja irgendeinen Nutzen haben, muss uns ja irgendwas bringen. Und der Glaube ist nicht darauf ausgerichtet, dass wir automatisch Nutzen haben, hier, mir und jetzt. Das finde ich mega, mega spannend, dass du das wie auch am Reichtum oder am sonstigen Lebensstil festmachst. Ja, doch, das beschäftigt mich. Ja. Genau. Wir haben noch einen Clip und schauen noch schnell, was im Slider noch reingekommen ist. Ich habe noch schnell eine Zwischenfrage. Was ich auch immer wieder denke bei den Psalmenlesen, am Schluss kommt ja der David irgendwie im letzten Vers vom ganzen klagenden Kapitel zum Schluss, okay Gott, schlussendlich, du bist einfach gut und ich liebe dich und du bist meine Zuflucht und nichts anderes und niemand anderes. Und denkst, das ist wie, das ist einfach der Entscheid im Herz jetzt von David oder auch von, was du vorher so beschrieben hast, es geht um das Ringen um die Beziehung, dass du wie einfach im Herzen entscheidest, hey, schlussendlich, egal ob ich es erlebe oder nicht, ich glaube und ich entscheide mich mit meinem Herz zu glauben, dass Gott gut ist. Ja. Das ist der Schlüssel. Also ein Schlüssel ist auf jeden Fall ein Kernelement, wo ich dran festhält. Bei allem Ringen, deswegen kann ich ja klagen. Deswegen kann ich so unverschämt mit Gott auch reden, weil ich zutiefst überzeugt bin, Gott ist ein guter Gott und der hört mich.
und es kommt mal gut. Es kommt irgendwann mal gut. Und das für die ganzen Leute in Hebräer, die zersägt worden sind und all die Typen da, wo man ja nicht dazuhören will zu den Glaubenshelden. Lieber tolle Geschichten, anstatt da irgendwie gefoltert werden und der ganze Kack. Aber von denen ist überall die Rede davon, dass sie an dem festhielten, an der Hoffnung, die in ihr Herz hineingelegt worden war, Jesus, den eines Tages zu sehen. Und das, ja, deswegen sagte David als am Ende, Gott, ich halte dann fest, du bist gut. Und das ist wirklich nicht nur ein Willensentscheid, ich glaube, es ist zutiefst auch ein ein gläubiger Entscheid. Und ein Verstehen und auch ein Erkennen, Gott ist trotz allem, auch wenn es nicht so gut läuft in meinem Leben, ein guter Gott, auch wenn ich echt manches nicht verstehe dann. Ja. Und was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der noch nicht das so im Herz erkannt hat? Oder wo vielleicht wie sagt, ja, das klingt gut, aber ich weiß, also mein Herz glaubt nicht, dass es Gott gut ist. Oder ich kann es nicht glauben. Oder? Ich würde empfehlen, fang an mit Bibellesen. Ja, wirklich. Wir müssen die Bibel auch ehrlich lesen. Wir müssen nicht nur die Texte immer lesen, wo dann, ja, da kommt das gut. Wir müssen wirklich auch die Texte lesen, wie eben 1/3 der Psalter sind klare Psalmen. Dann lese einfach mal die mal durch. Mach sie mal zu deinem Gebet. Versuch mal diese Ehrlichkeit in deinem eigenen Leben zu kultivieren. Vielleicht schreibst du mal auf, was dir alles sauer aufstößt. Und fang an mit deinem Gespräch oder dass man Gott einfach vorzuhalten, als erster Schritt. Gott hält das aus und vielleicht auf dem Weg erkennst du, Gott ist wirklich gut. Es kommt gut am Ende. Lies bis zum Ende von der Bibel, bis zur Offenbarung. Und du wirst sehen, es wird mal gut kommen. Vielleicht nicht im Dies und Jetzt, ich sage es nochmal, sondern vielleicht erst danach. Aber es kommt gut. Und das ist eine Hoffnung, die durch das ganze Neue Testament durchgeht, wo alle von begeistert waren und sagen, wir werden den Jesus eines Tages sehen. Wir werden mit dem zusammen sein. Es kommt wirklich mal gut. Gott wird das letzte Wort sprechen. Die Liebe hat das letzte Wort. Und das ist die Message vom Neuen Testament. Und das müssen wir hochhalten. Und dann kommen wir vielleicht dahin. Danke, so gut. Du hast von diesen grossen Glaubenshelden von der Bibel gesprochen und genau das ist auch der letzte Clip, den wir hier dabei haben. Sie alle haben Gott vertraut, explizit. Die einen sind durch Glauben Tote auferweckt und die anderen wurden mit demselben Glauben qualvoll ums Leben gebracht. Derselbe Glaube, Leute, lässt andere in Bedrängnis und sogar in den Tod. Und intuitiv, glaube ich, will jeder bei der ersten Gruppe sein, oder? Genau. Meine Frage ist hier, also ich weiss nicht, wie das dir geht, aber ich habe zum Beispiel noch nie erlebt, dass ein Toter auferstanden ist oder dass ich nicht vom Leu gefressen worden bin. Ich bin auch noch nie in dieser Situation gewesen, aber genau. Good point. Sehr guter Punkt, oder? Das kann nicht passieren, wenn du nicht dort bist. Nein, ich wollte einfach sagen, mir ist jetzt noch nie passiert, dass ich so eine riesen Wunder, nenne ich das jetzt, wie du heute am Morgen auch erzählt hast, erlebt habe. Ich wollte dich herausfordern und fragen, liegt das denn daran, dass wir heute zu wenig glauben oder dass wir vielleicht falsch glauben oder dass ich einfach das nicht erlebe? Und ihr alle schon. Okay, also wo da liegt, das weiß ich nicht, wo bei dir dran liegt, aber fangen wir mal einfach an, oder? Keine Ahnung. Fangen wir mal einfach an. In dem Text heißt ja, alle Leute werden gesund, Tote wurden auferweckt, ja? Look, wenn du erleben möchtest und wenn wir daran glauben, dass Menschen gesund werden, dass Gott übernatürlich Leute auch heute noch heilt, dann müssen wir da auch anfangen, für die Leute zu beten und das zu tun. Man kann das lang sagen, man glaubt das und wenn man das nie macht, dann passiert nichts. Ich habe eine Zeit lang in meinem Leben, ich habe immer aufgeschrieben, wenn ich für einen kranken Menschen gebetet habe. Kopfschmerzen, also ist ja keine Krankheit, aber einfach alles Mögliche gebetet. Armprobleme, Muskel und so weiter, aber auch für ernstere Krankheiten. Ich habe das immer aufgeschrieben und gesagt, ich möchte mir das mal merken, wie viel habe ich denn gebetet.
Und bei den ersten 100 war ich dann endlich mal, für 100 Menschen gebetet. Und dann habe ich entdeckt, ja, aha, da hat es ja wirklich 3, 4, die sind gesund geworden. Die haben jetzt nicht nur keinen Kopfweh, sondern die sind wirklich gesund geworden von ihrer Krankheit. Aber ich habe über 100 Leute gebetet. Wenn du nicht mal anfängst zu beten, ja, sorry, da musst du dich auch nicht wundern, wenn keiner gesund wird, wenn du das nicht machst. Also wie sollen wir so Wunder erleben, wenn wir nicht den Mut haben, uns rauszuwagen, zu sagen, ja, selbst wenn es nicht erhört wird, ich glaube daran, ich glaube im Hier und Jetzt möchte ich unerhört mutig beten, möchte ich. Ich möchte erleben, ja, wenn du nicht von diesem Jesus erzählst, wie sollst du erleben, dass irgendeiner Jesus kennenlernt? Der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Erzählen, also da muss man drüber reden. Und wenn du nicht den Mut hast, darüber zu reden, ja, wie sollst du ein Wunder erleben? Man muss auch, glaube ich, wirklich so Schritte machen, immer wieder wagen, um auch Wunder zu erleben. Ich sage nicht, du sollst in ein Löwengehege jetzt reinspringen. Und auch du daheim nicht, mach das auch nicht. Das ist keine Empfehlung meinerseits. Auch keine Schlangen aufheben und all den ganzen Blödsinn nicht. Und hast deine Maske auf, auch gut, allen ist genau erklärt. Aber ich glaube wirklich, es liegt auch daran, dass wir wirklich mutig da und dort auf einen Schritt machen müssen, um das Nächstes zu erleben. Also wenn du vielleicht auch noch nicht eine Tote auferweckt hast, dann musst du einfach für mich beten. Ja, also ja, das ist jetzt dein Schlusswort. Okay. Das ist jetzt nicht meins. Genau, wir haben zum Schluss, genau, das passt, wir haben noch eine Frage. Und zwar hast du die 2 Gruppen gemacht mit den Glaubenshelden, oder? Die quasi es haben alle das Vertrauen gehabt, den Glauben gehabt, und bei den einen hat es wie geklappt, also die sind geheilt worden, die sind errettet worden, die haben ihre Traumfrau kennengelernt, und bei den anderen hat das wie nicht geklappt. Und wenn ja die Chance, also das ist jetzt auch wieder sehr forsch, wenn ja die Chance 50-50 ist, eben was bringt denn der Glaube, das Gebet, das Vertrauen, das die alle hatten? Wir haben das schon ein bisschen angesprochen, aber du fordere ich es nochmal. Das ist genau der Punkt. Eben. Es geht nicht um Bringen. Es geht eben nicht darum, wenn die Chance, es geht um Chancen, dass was klappt und nicht klappt. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern sie werden uns alle vorgehalten und als Beispiele dargestellt, als Männer und Frauen, die uns Vorbilder sind im Glauben, die uns vorausgegangen sind. Ob sie jetzt eine tote Auferweckung erlebt haben oder eben selbst gestorben sind. Das ist eben nicht der Punkt. Das macht der Hebräerbrief eben so deutlich. Es geht nicht um das Bringen. Das sagt er sehr deutlich. Wenn es um Bringen gehen würde, hätte der Hebräerbrief gesagt, die erste Kategorie Leute, das waren wirklich die geile Sache. Und die zweite Kategorie, ja, das war die Loser. Also, dann wird es genau so dargestellt werden, als Ungläubige oder Kleingläubige. Aber der Hebräerbrief sagt explizit, ja, alle sind uns Vorbilder, alle waren uns Vorbilder im Glauben und haben sich auf Jesus ausgerichtet. Und deswegen sagt er, lasst uns aufblicken zu unserem Anfänger und Vollender. Lasst uns nicht rechts und links blicken, sondern zu demjenigen, der unseren Glauben gestartet hat und vollenden wird, Jesus. Es geht nicht ums Bringen. Das ist der Punkt. Genau, wir sind eigentlich am Ende von unserem Interview. Genau, aber überlegt euch so Fragen trotzdem, auch wenn nicht der Ralf da ist, um die zu beantworten. Geht diesen Fragen nach. Ich habe das irgendwie auf dem Herz, dass ihr wissen, dass so Fragen gestellt werden dürfen. Dass ihr so Fragen nachgehen und dass ihr mal zweifeln dürft, dass ihr mal klagen, dass es auch mal nicht gute Momente geben. Genau, zum Abschluss möchte ich gerne den Ralf noch fragen, wer wird für uns beten und dass wir eben genau zusammen im Gebet einstehen, zusammen als Gemeinde einstehen, zusammen von daheim aus dem Livestream einstehen. Ja, mache ich gern. Komm, wir stehen zusammen auf und ich habe heute Morgen, vielleicht kann man das noch einblenden, ich weiß es nicht, einen Satz zum Schluss gesagt, wo mir sehr am Herzen liegt bei der ganzen Thematik von den unerhörten Gebeten. Ja, vielleicht findet ihr das noch. Der Satz geht so: Deine unerhörten Gebete, die soll dich nicht abhalten davon, unerhört, mutig, kindlich und glaubensvoll zu beten. Deine unerhörten Gebete lassen dich nicht davon abhalten, zu dem Vater im Himmel zu gehen, zu sagen, ich möchte weiter mutig, unerhört beten. Weil Gott ist gut.
und es kommt gut. Der wird das letzte Wort haben. Lade dich ein, mitzubeten und der Heilige Geist wirklich auch in deinem Leben, in deiner Situation, wo du drin stehst, wirklich Glauben wecken darf, Vertrauen darf, Ehrlichkeit bringt, die Beziehung zu dir und deinem Jesus wirklich stärken wird. Heiliger Geist, wir stehen als Kirche, als Einzelperson, aber auch als Kirche stehen wir heute Abend hier. Und wir laden dich ein, dass du unser Leben erfüllst und auch all diese offenen Fragen und manchmal das Sauersein, Dinge zusammenpackst. Und ich bete für neuen Mut und wirklich für Zuversicht in unseren Gebeten, für so eine Kindlichkeit und für so eine Freude, zu dir, Vater im Himmel, zu gehen. Und danke dürfen wir alles zu dir bringen, Jesus, wo wir Fragezeichen haben, wo wir enttäuscht sind, wo wir sauer sind. Und ich bin so froh darum, dass du nicht einfach nur den Kopf schüttelst, sondern mit offenen Armen empfängst, als Söhne, als Töchter von dir. Und jetzt bete ich speziell für die Menschen unter uns, hier in der Halle oder am Livestream, wo du bist, die im letzten Jahr wirklich so eine Enttäuschung im Glauben erlebt haben. So einen Frust hinter sich haben, so ein unerhörtes Gebet, wo enorm wichtig war. Und ich bete für dich, dass der Heilige Geist gerade dich heute Abend neu berührt und dir Mut schenkt und die Ehrlichkeit schenkt, das mit Gott auszufechten, wirklich ihm hinzulegen und nicht locker zu lassen, es sei denn, dass Gott dich segnet. Jesus, in deinem Namen beten wir und legen wir unser Leben in deine Hand.